erfüllt uns mit einem gewissen Stolz, dass wir sowohl Vertreter der Expertenkommission, die zu diesem Thema Berschmann gegeben hat, als auch Vertreter der slowenischen Studenten, die dieses Tavor beim Berschmann veranstaltet haben, heute hier bei uns zu Gast haben. Alle Vertreter wird der Moderator des Abends, Herr Dr. Wosternik, Stefan Wosternik, dann persönlich vorstellen und sich auch noch einmal offiziell begrüßen. Ich darf die Begrüßung ganz kurz noch einmal halten. Pozdravljamo naši sredi zastopnika veleposlaništva, gospoda Zakrajšeka, und wir begrüßen auch den ehemaligen österreichischen Botschafter in Ljubljana, Herrn Kubesch, ja. Und wünschen euch allen eine interessante Diskussion, und in diesem Sinne übergebe ich weiter an den Stefan Wosternik. Hvala Kristjan, tudi tebi za organizacijo te diskusije danes, ker je tudi tvoja velika zasluga, da imamo danes tako visoko kakovosten podij tukaj. Danke Christian, dass du für die Organisation dieser Diskussion, weil du viel dazu beigetragen hast, dass wir heute so eine hochkarätige Diskussion hier führen können mit wirklich Menschen, die das aus erster Hand bewerten können, was damals passiert ist. Bevor ich beginne, möchte ich ein, zwei Sätze in meiner Muttersprache sprechen. Rad bi povedal, kaj ta dogodek tudi pomeni zame, 27. Juli 2025. Mislim, da je to za nas vse, veliko nas je tu za ekoloških Slovencev, bila ena učna ura o tem, kaj pomeni kolektivni spomin. Ker vsi, ki smo ekološki Slovenci, vsi, ki imamo to zgodovino, ki jo nosimo sabo, smo imeli verjetno isti občutek, ista čustva, ko smo zagledali tistega policista, ki je hulil, ko je vstopil na Beršmanovo domačijo. In to nam kaže, kako močna so čustva, kako močni so občutki, ki nam dajo, ki so v bistvu tista največja, najbolj žlahtna valuta, ki jo imamo mi kot ljudje, v pozitivnem kot v negativnem smislu, ki nam dajo moč, da dosežemo, kar si zaželimo, ampak ki nas tudi premagujejo. In zaradi tega je pomembno, da se s temi čustvi tudi razumno in dobro soočamo, da se z negativnimi občutki soočimo in da se tudi pogovarjamo o njih. In mislim, da ta način, kako se je avstrijska javnost po tem dogodku ukvarjala s tem dogodkom, mene navdaja z optimizmom, zato ker je to tudi neka možnost, kako obvladujemo te občutke, da je to neke vrste Management v občutkih. Ich wollte in meinem Einleitungsstatement sagen, welche Bedeutung dieses Ereignis des 27. Juli für uns Kärntner Slowenen gehabt hat, weil es, glaube ich, keinen Kärntner Slowenen gibt, der nicht ähnlich empfunden hat, als er diese Bilder vom Berschmannhof gesehen hat, dass da Gefühle abgerufen worden sind, dass da sozusagen es gezeigt hat, dass es so etwas wie eine kollektive Erinnerung, ein kollektives Gedächtnis gibt. Und es uns auch gezeigt hat, wie ohnmächtig uns Gefühle machen, aber auch wie stark sie uns machen. Und wie wichtig es ist, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen. Und ich finde, die Art und Weise, wie nach diesem Ereignis
damit umgegangen wurde in der österreichischen Öffentlichkeit, auch zeigt, dass wir dazu fähig sind, Gefühlsmanagement zu betreiben. Und ich würde diese Diskussion, meine Hoffnung ist, dass diese Diskussion auch ein Beitrag dazu ist, da fortzufahren. Wir haben ein sehr hochkarätiges Podium hier versammelt. Zunächst bin ich sehr erfreut, dass Sie als Vorsitzender der Kommission, die sich dieses Ereignis davor geknüpft hat oder sich damit beschäftigt hat, hierher gekommen sind und uns erklären werden, wie Sie das sehen. Dr. Matthias Vogel, Sektionschef im Innenministerium, Sie haben sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, sind auch, soviel ich weiß, Vorsitzender des Kuratoriums des Konzentrations der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, bringen also von dem her auch sehr viel mit. Wir haben nicht nur Sie als Mitglied dieser Kommission, die insgesamt 11 Mitglieder gehabt hat, sondern auch Bernard Sadonik, der Vorsitzender des Volksgruppenbeirates für die Kärntner Slowenen ist, Bürgermeister der Nachbargemeinde Lovasnitz und vor allem hier auch persönlich Betroffener, weil er Nachfahre der Familie ist, die dort massakriert worden ist. Auf der anderen Seite sind zwei Vertreter, die dort an diesem Camp teilgenommen haben. Zunächst einmal Mira Gabriel vom Club der slowenischen Studentinnen und Studenten in Wien. Sie studiert in Wien, soweit ich weiß, Theaterwissenschaften und Film. Sie ist dann auf dem Weg, eine Nachfolgerin von der Andrina Mracznika zu werden und war Mitorganisatorin des Camps. Neben ihr David Ressmann, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Osteuropäische Geschichte der Uni Wien, hat an einem Forschungsprojekt mitgewirkt, Verfolgung und Vertreibung der Kärntner Sloweninnen 1938 bis 1945 und ist auch tätig im Verein Berschmann. Neben ihr Maria Wakonik, emeritierte Professorin am Institut für Osteuropäische Geschichte und Leiterin des Österreich- und Ostmitteleuropa-Zentrums der Universität Wien, die eben auch in diesem Forschungsprojekt beteiligt war. Das heißt, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir heute an diesem Abend dieses Ereignis aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten können. Und ich würde gerne mit Ihnen, Herr Dr. Vogel, beginnen. Dieser Bericht hat ja genau 100 Seiten und ist auch gut gedrittelt. Also ein Drittel ist sozusagen ein bisschen historische Einordnung oder politische Einordnung, was ist der Berschmann-Hof. Das zweite Drittel ist eine Versuch der juristischen Aufarbeitung dieses Einsatzes und das dritte Drittel ist, wie es Behörden, Rechtsabhandlungen, ein Anhang mit den Gesetzestexten. Sie sind Jurist, Legist, Autor von vielen Fachbüchern und ich bin ja selbst auch mit einer Juristin verheiratet und da weiß ich, eine der obersten Regeln bei den Juristen und auch im Rechtsstaat ist, dass man sich nichts anmaßt. Dass man seine Kompetenzen immer genau kennt und nicht überschreiten sollte. Und das ist es ja auch, wenn ich den Bericht als juristischer Laie richtig verstanden habe, der wesentliche Kritikpunkt an diesem Einsatz, dass da eben auf verschiedensten Ebenen Kompetenzen überschritten worden sind und Leute tätig waren, die nicht die Zuständigkeit hatten. Jetzt ist Ihre Kommission definitiv nicht dafür zuständig, die Rechtmäßigkeit so eines Einsatzes festzustellen. Trotzdem machen Sie das ganz klar, indem Sie, ich zitiere, sagen, unvorgreiflich der Beurteilung durch die unabhängigen Gerichte und zuständigen Verwaltungsbehörden war der Einsatz nach Auffassung der Kommission in mehrfacher Hinsicht unverhältnismäßig, rechtswidrig und zweifelhaft. Also wenn jemand wie Sie zu der Einschätzung kommt, dass das nicht rechtmäßig war, dann kann man ja wohl sagen, das ist glasklar und ein Gericht kann nicht zu einer anderen Einschätzung kommen. Daran anknüpfend meine Frage, wann war es für Sie so glasklar? War das beim ersten Mal, als Sie sich das angeschaut haben, oder war das ein Prozess, wo sich das entwickelt hat in den Sitzungen der Kommission?
Herr Doberetscher, danke vielmals für die Einladung heute Abend. Ich möchte damit beginnen, ich habe dem Slowenischen Institut 2 gedruckte und gebundene Exemplare mitgebracht, einen Bericht in deutscher Sprache, einen in slowenischer Sprache, die ich da lasse, und möchte auch damit beginnen, einmal Danke zu sagen. Erstens Danke zu sagen für jene Auskunftspersonen, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wir sind keine Behörde, wir haben keine Möglichkeit gehabt, eine Person zu laden oder vorzuführen, sondern die Menschen, die mit uns gesprochen haben, haben es freiwillig aus eigenen Stücken mit uns gesprochen. Und ich sage auch dazu, es gibt bei uns ja auch keine Wahrheitspflicht, weil es ist anders als bei Behörden oder Gerichten, wo Zeugen Wahrheitspflicht haben, das hat es bei uns auch nicht gegeben. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, der zweite große Dank gilt an das Team, das diesen Bericht erstellt hat. Der Bürgermeister Sadonik ist neben mir, er war einer von insgesamt 11 Menschen, die an diesem Bericht intensiv gearbeitet haben, sehr intensiv, weil wir sehr viel Material hatten. Wir haben sehr viel schriftliches Material gehabt, wir haben die ganzen Einsatzberichte gehabt, die ganzen sonstigen Berichte, die vorhanden waren, oder Unterlagen oder Aktenvermerke oder was auch immer da war. Das war ein unglaublicher Wust. Und wir haben noch etwas gehabt, wir haben sehr viel Videomaterial gehabt. Einerseits Videomaterial, das von den Camp-Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wurde, und andererseits Videomaterial, das von den Kameras der Polizistinnen und der Polizisten, die vor Ort waren und diese Kameras aktiviert hatten, aufgenommen worden sind. Das war für uns von sehr hohem Wert, weil diese Aufnahmen, die man da sieht, nicht durch KI zustande gekommen sind, sondern unverfälscht waren. Das heißt, sie haben uns einen direkten Eindruck der Ereignisse vor Ort verschafft. Und diese Aufnahmen haben dazu geführt, dass wir manche Sachen, die wir irgendwo gelesen haben, widerlegen haben können, und andererseits aber auch sehr vieles, was irgendwo festgehalten wurde, auch unterstützt wurde. Das hat uns also sehr geholfen. Ich glaube, es war uns von Anfang an klar, dass dieser Auftrag, den wir hier hatten zur Evaluierung, eine große Verantwortung ist. Und wir haben dann versucht, uns ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen zu schauen, was ist wesentlich für den Bericht. Und das findet sich heute in dem Bericht genauso wieder. Einerseits ein bisschen der historische Aspekt, andererseits aber auch ein Teil, der, und das sage ich jetzt als Vorsitzender des Kuratoriums der Gedenkstätte Mauthausen, der oft zu kurz kommt, nämlich wie soll mit Gedenkstätten generell umgegangen werden, und auch, wie macht man eine gute Pädagogik an Gedenkstätten. Deswegen haben wir auch einen eigenen Teil der Gedenkstättenpädagogik gewidmet. Wir haben dann uns herangemacht und den Einsatz minutiös dargestellt, Stufe für Stufe, soweit wir es aus den Unterlagen konnten. Und wie das erledigt war, haben wir uns herangemacht zu schauen, was steht in den Berichten drin, was waren Rechtsgrundlagen, die herangezogen worden sind, und dann haben wir Bewertungen gemacht. Und wie wir dazu gekommen sind, haben wir gesehen, ja, da ist einiges nicht rechtmäßig gewesen. Und das haben wir dann letztendlich mehr oder weniger durchdekliniert, und wir haben ihn Schritt für Schritt angeschaut und dann die Bewertung vorgenommen. Vielleicht Nachfrage dazu, nachdem da ja sehr viel aufgelistet worden ist, und man irgendwie das Gefühl hat, die Leute, die diesen Einsatz machen wollten, haben da irgendwie nach irgendwelchen Begründungen gesucht, wie sie den Einsatz machen können. Hat Sie das eigentlich schockiert, dass die Polizei in Österreich im Jahr 2025 auf die Art und Weise dilettantisch vorgeht? Auch wenn man sich den Bezirkshauptmann anschaut, der Zuschauer war. Also ich glaube, als Jurist geht man an so eine Sache sehr nüchtern und sachlich heran.
Mit dieser sachlichen Nüchternheit haben einige Kommissionsmitglieder auch zumindest einmal irgendwo drinnen in der Mitte wahrscheinlich einmal auch ein gewisses Gefühlsproblem gehabt, weil wie wir die Geschichte des Bergmann-Hofs dargestellt haben, haben wir natürlich auch versucht, das aus einer juristischen Sicht heraus möglichst sachlich darzustellen und wirklich nur Fakten, die man belegen kann, hineinzunehmen. Und genauso ist es hier. Man schaut sich die Amtshandlung an, man zerlegt sie in die einzelnen Teile, man schaut, wer ist für was zuständig und dann macht man die Abläufe herauf. Schockiert zu sein ist etwas, das, glaube ich, in meiner Profession da nicht Platz oder fehl am Platze ist. Das sind dann politische Bewertungen oder Bewertungen, die man in der Allgemeinheit vornimmt. Uns war es wichtig herauszuarbeiten, was war korrekt und was war nicht korrekt. Und da gibt es dann auch nichts zu beschönigen. Was Sache ist, muss dargelegt werden. Und das haben wir versucht, auch so genau in dem Bericht darzustellen. Aber Sie würden schon sagen, dass das jetzt nichts ist, was immer wieder vorkommt, sondern was Außergewöhnliches ist. Weil wenn das so wäre, dass das immer wieder vorkommt, dann müssten wir uns wahrscheinlich schon... Also, wie soll ich sagen, die Gedenkstätte Mauthausen ist ja nicht nur Mauthausen selbst. Es wird ja häufig reduziert auf Mauthausen, aber Mauthausen hat über 40 Nebenlager gehabt. Und wir haben an verschiedensten dieser Gedenkstätten, wo auch teilweise sehr aktive Gedenkvereine uns unterstützen, laufend Veranstaltungen. Und es ist bei uns in keiner dieser Gedenkstätten je vorgekommen, dass so ein Polizeieinsatz war. Aber dazu kommt auch, und das finden Sie auch in einer dieser Empfehlungen drinnen, dass man versucht, schon im Vorfeld zu einer Veranstaltung dann auch mit der Polizei in Kontakt zu treten. Und jetzt sage ich, wir haben ja auch versucht, auch mit örtlich Verantwortlichen, die da beim Einsatz nicht eingebunden waren, Gespräche zu führen. Und dieser Einsatz hat halt dadurch gemangelt, dass dem, wie soll ich sagen, dem Initiator dieses Einsatzes jegliche Sensibilität für diesen Ort gefehlt hat. Und ich glaube, dass man hier, wenn man diese Empfehlung, die wir gemacht haben, wenn man die ernst nimmt, dass man bei künftigen Veranstaltungen solchen Vorgehensweisen vorbauen kann, indem man als Veranstalter eben von vornherein mit dem örtlich zuständigen Bereich, in dem Fall ist es die Polizeiinspektion in Bad Eisenkappel, Kontakt aufnimmt, indem man von vornherein sich das abspricht und dann wird es in Wahrheit keine solchen Probleme geben. Ich weiß es nicht dafür zuständig, aber welche Konsequenzen sollte es denn über den Bericht hinaus noch geben? Das ist etwas, wo ich bitte, da werde ich nicht sehr viel dazu sagen, weil es sehr viele verschiedene Stellen gibt. Aber es gibt Strafanzeigen, die die Staatsanwaltschaft in Graz behandelt. Es gibt Maßnahmenbeschwerden, die sind beim Landesverwaltungsgericht in Kärnten abzuhandeln. Und dann gibt es die Fragen der disziplinären Verantwortung, die noch dazu hineinspielen. Ich selber bin, wie soll ich sagen, bin nicht so glücklich, dass man immer mit der Strafrechtskeule kommt, weil auch wenn eine Amtshandlung unglücklich gelaufen ist oder dergleichen, ich glaube, dass das momentan so ein Zug der Zeit ist, immer alles gleich zu kriminalisieren. Ich bin nicht sicher, was bei dem Strafverfahren rauskommen wird. Ich glaube, dass man eher diese Fragen eher unter einer disziplinarrechtlichen Verantwortung sich anschauen muss. Ich würde jetzt gerne auf die andere Seite gehen, sozusagen zu den Vertretern des Camps, das wir jetzt stattgefunden haben. Zunächst einmal mit einer allgemeinen Frage. Es ist ja hier in dem Bericht, den Sie beide da sicher kennen, relativ minutiös dargestellt, wie das abgelaufen ist. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen dazu? Hat die Kommission das sozusagen so dargestellt, wie das aus ihrer Sicht war, oder gibt es da Unschärfen? Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich zunächst einmal über die Fakten verständigt.
Also ich glaube, man kann ihm gar nichts anmerken. Es wurde ja auch viel in dem Bericht geht ja darum, wie es vorbereitet wurde, wo wir keine Einsicht hatten. Aber auch die rechtliche Grundlage, die hier erörtert wurde, die hatten wir auch nichts verstanden dort, aber wir haben gewusst, es ist alles falsch und genau dieses Gefühl hatten wir auch, als die Polizei draufkam. Aber sonst, glaube ich, ist das schon so geschrieben, wie wir das auch gesehen haben. Wäre eigentlich dieser Einsatz anders verlaufen, wenn von Anfang an dafür gesorgt worden wäre, dass es auch sprachlich kundige Personen dort unter den Beamten gibt? Oder wenn ich das richtig verstehe, war ja sogar ein Beamter dabei, der slowenisch untergeworfen war, hat man sich dann nicht hat man den nicht eingesetzt. Ja. Wäre das irgendwie anders verlaufen? Weil es gibt ja die Darstellung, dass da sehr viel an dieser Aufforderung der Identitätsfeststellung da irgendwie gehangen ist und dass das dann irgendwie dazu geführt hat, dass das ein bisschen ungut geworden ist. Naja, das war etwas, was wir gefordert haben, weil wir wissen, wir haben ein Recht darauf und das war auch natürlich, man versucht immer zu testen, wie viel Respekt denn die Polizei zu unserer Sprache hat durch diese Aufforderungen auch. Ja, teilweise ich persönlich verstehe Slowenisch, also wenn es so eine Sprache ist, auch besser, wenn mir das jemand sagt. Aber natürlich, der Grund, warum sie dort waren, das ändert sich nichts, wenn sie das auf slowenische Sprache uns übersetzen. Aber natürlich war das eine Art, irgendwie im Recht zu sein und auch das Recht zu fordern, dass sie, wo wir gespürt haben, dass sie sowieso nicht dafür einstehen oder es auch brechen. Das Gefühl hatten wir, dass sie, ja, das wäre nicht viel anders gelaufen. Sehen Sie das auch so? Grundsätzlich möchte ich mich bei der Kommission bedanken für den sehr klaren Bericht, beim Vorsitzenden Vogel, bei allen Kommissionsmitgliedern, die hier nach unserer Ansicht sehr konzentriert, sehr gewissenhaft gearbeitet haben. Besonders auch beim Herrn Zadonik, genau für die Arbeit der Kommission und deren sehr klaren Bericht. Zum Bericht an sich grundsätzlich spiegelt er das wider, was wir dort vorgefunden haben, die Situation, die wir dort vorgefunden haben, und war für uns auch so gesehen eine Erleichterung, da wir jetzt 3 Monate lang damit zu kämpfen hatten als Museum, dass hier öffentlich Unwahrheiten verbreitet werden, die bis zu rufschädigend sein können für das Museum. Und sich dagegen zu wehren, gegen Aussagen, die schlichtweg falsch oder gelogen waren, war sehr mühsam. Neben der emotionalen Komponente, die Herr Boschmann schon angesprochen hat, die bei uns allen ebenso vorhanden war. Genau. Ja. Ich würde gerne zu Ihnen kommen, Herr Zadonik. Sie haben ja eine ganz besondere Betroffenheit bei diesem Fall. Vielleicht können Sie kurz schildern, wie es Ihnen an dem Tag gegangen ist, als Sie davon erfahren haben, von diesem Polizeieinsatz. Und vielleicht davon ausgehen dann, ob Ihnen diese Arbeit in der Kommission dann auch geholfen hat, den Sehensfrieden wieder zu finden. Oder was Sie da mitnehmen. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Sem presenečen, da je vas toliko tukaj. In v glavnem nisem želel več komentirati, ker poročilo vse pove v javnosti ta dogajanja, ker je ogromno posledic, ki jih imamo kot družinski člani, ampak seveda tudi kot narodna skupnost. Zuerst einen schönen guten Abend. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nachdem wir diesen Bericht abgearbeitet haben und jetzt vollständig vorliegt, eigentlich keine Stellung mehr zu beziehen, weil der Bericht sagt alles, was zu sagen ist. Man braucht es nicht mehr kommentieren. Aber im Prinzip bin ich in eine Situation gekommen, die ich keinen wünsche, weder als Volksgruppenvertreter noch weniger als Nachfahre, damals wie auch heute. Für mich das Schlimmste, dass ich von Anfang an verschrien worden bin, dass ich ein Fan der Polizei bin. Das möchte ich ganz klar festhalten.
keiner von uns hat jemals behauptet, dass die Polizei pauschal schlecht arbeitet oder nur schlecht arbeitet oder gegen die Volksgruppe ist. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich war eigentlich vor vielen langen Jahren der Initiator der Spracheninitiative und habe gemeinsam mit Willi Padliberda die ersten Slowenisch-Sprachkurse in Krumpendorf veranstaltet und seit damals ganz gute eigentlich Beziehungen und ganz normale Beziehungen, so wie es gehört, unter uns normalen Menschen eigentlich gepflegt, auch mit der Polizei als Bürgermeister sowieso. Und das schmerzt schon, wenn man in den sozialen Medien durchgehend als Polizeifeind dann angeschrieben wird. Wohl wissend, in welcher Situation ich damals war, weil ich wurde von verschiedensten Seiten angerufen, bin dann selbst zum Berschmannhof rauf, habe mir nicht vorstellen können, dass es sowas gibt, dass hier im Museum selbst, dort wo meine Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins gelebt haben, wo mein Vater selbst auch gelebt hat. Die Keusche neben dem Berschmannhof ist Altbestand und in dieser Keusche hat mein Vater gewohnt. Nur in Klammer gesetzt, ich habe schon Artikel gelesen, wieso ich mich jetzt als Nachfahre hier aufspiele. Ich bin ja kein Nachfahre. Ja, und dann komme ich rauf und sehe diese jungen Menschen, das sind unsere jungen studierenden Menschen aus Wien in erster Linie gewesen, die sich in den Armen liegen, die zitternd dort in den Ecken gestanden sind, die geweint haben. Das ist eine schreckliche Situation, die ich meinen Kindern nicht wünschen würde, und mir selbst auch nicht. Aber das zu erleben, das war so der erste Eindruck. Und dann zu wissen, dass man dann halt mit der Polizei rein ins Haus gegangen ist, ohne dass man die Zustimmung dafür hatte, und das bewaffnet und das dort vor den Bildern der Opfer und der Gedenktafeln. Ja, hat mich ziemlich erschrocken und ja, es war für mich persönlich sehr schmerzlich, und nachdem ich dann mal die Gespräche geführt habe mit den Jugendlichen, wie ich nach Hause gekommen bin, war in einer Ausnahmesituation und habe nur gedacht, was kann ich jetzt tun? Und das Einzige, was ich tun kann, einfach den Zuständigen in dieser Republik zu schreiben, dass ich mir einfach nur wünsche, dass es aufgeklärt wird, und ihnen zu sagen, was da vorgefallen ist. Das trifft uns vor allem als Nachfahren, aber auch als Volksgruppe tief ins Herz, auch wenn es sich herausgestellt hat, es war nicht unmittelbar gegen die Volksgruppe oder das Museum gerichtet, aber mittelbar hat es alle getroffen, hat es uns getroffen. Und ja, als ich dann einige Tage später von einigen auch sehr, ja, man steht dann mittendrin, man wird von rechts und links wirklich kritisiert. Und wenn man dann Äußerungen bekommt, naja, mein Vater war auch im Krieg, ist auch angeschossen worden, mein Vater selbst war auch in der Wehrmacht, ist dann in Gefangenschaft gekommen und hat dadurch eigentlich als einziger aus dieser Generation überlebt, der 1946 zurückgekehrt ist. Wenn man dann hört, mein Vater war auch in der Wehrmacht und ist auch angeschossen worden, du und deine Traumata. Dann war meine Antwort, ich wünsche keinen diese ersten 3 Nächte, die ich erlebt habe, weil ich befasse mich seit 2015 mit meiner Familiengeschichte intensiver oder intensivst. Nachdem ich Bürgermeister geworden, hat der Martin Oettinger, Menschenrechtspreisträger, zu mir gemeint, du weißt schon, dass du deiner Familie die Würde, die man ihr genommen hat, einen Teil dieser Würde zurückgibst. Und ich habe gesagt, wie meinst du das? So wie ich es gesagt habe. Du gibst der Familie einen Teil der Würde zurück. Überleg einmal. Die Familie wurde weder von der einen noch von der anderen Seite geachtet, sie war immer im Eck. Das sind nur die Tschuschen oder das waren die Tito-Partisanen und die mag man nicht, also von allen Seiten verhasst, ärmlichst aufgewachsen, alles verloren. Keiner hat sich mit den überlebenden Opfern befasst, die sind mit ihrer Traumata allein geblieben. Und als mein Sohn in seiner Matura-Arbeit eben das Thema hatte, Traumata in der ersten und zweiten Nachfolgegeneration,
als man das vorbereitet hat, haben wir alle unsere Verwandtschaft, es gibt ja, die Familienlinien sind ja sehr breit, alle angesprochen, mehr als die Hälfte wollte überhaupt nichts sagen. Ich will nichts sagen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe Angst. Und uns mag man sowieso nicht. Diese Minderwertigkeitsgefühle, mit denen hat man immer gespielt und das hat man uns und hat man auch mir schon, wie ich schon Vorsitzender des Rates war, vorgehalten. Was will denn der? Ist ja nur ein Arbeiter und kommt immer aus ärmlichen Verhältnissen. Also in diesem Schema hat man gelebt und eigentlich nie richtig anerkannt. Und ich habe mich dann ab 2015 gesagt, nein, ich mache nur für die Nachkommen Gedenkveranstaltungen. Ich möchte dort weder den Partisanenverband haben noch irgendwelche andere Vereine von der anderen Seite, sondern ich möchte den Parlamentspräsidenten Sobotka und seinen Pendant aus Slowenien einladen und nur mit den Nachfahren erstmals eine Gedenkveranstaltung machen. Und das war erstmals, dass ein Teil der Nachkommen damals überhaupt zum Berschmannhof gekommen ist und da mitgewirkt hat, dass sie überhaupt zum Haus gekommen sind. Und noch zu dieser vorwissenschaftlichen Arbeit, ich kann es jetzt hier nicht breit erklären, sonst wird es zu lang, aber es ist wirklich schlimm, was jene 40 oder mehr als 40%, die bereit waren, etwas zu sagen, was man da gehört hat, was auch in der zweiten Nachfolgegeneration, was diese jungen Menschen, jetzt sind sie ja auch vielleicht teilweise schon älter, noch heute in den Träumen und so weiter erleben. Und das muss man sich vorstellen, jetzt hat man seit 2015 bis 2025, wir haben auch den Bundespräsidenten dort gehabt, innerfamiliär das abgearbeitet. Und jetzt muss ich das auch ganz klar sagen. Wir möchten weder von links noch von rechts vereinnahmt werden. Es geht um die Familie, es geht dort um die Opfer und mich interessiert nicht, ob es jetzt rechts oder links ist. Mich interessiert es, dass eigentlich diese Geschichte aufgearbeitet wird, dass man sie so schreibt, wie sie war und dass man letztendlich aus dieser Geschichte vor allem etwas lernt. Und mein Vater, der überlebt hat, und deswegen bin ich so geworden, wie ich bin, Dialogpolitiker. Mein Vater, sein einziges er hat nie politisiert, aber sein einziges politisches Vermächtnis als Forstarbeiter war, wir dürfen die Deutschen deswegen nicht hassen, weil sie uns das angetan haben. Wir müssen umso mehr um das Miteinander bemühen. Und das war so quasi die Botschaft, die mich ein Leben lang trägt. Und jetzt haben wir in diesen letzten 10 Jahren bei diesen Veranstaltungen es wirklich erreicht, dass sehr, sehr viele Nachkommen wieder dort waren. Dass sie sich der Geschichte bewusst waren, dass sie draufgekommen sind. Deswegen muss man keine Angst mehr heute haben. Deswegen muss man keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Und dann geschieht das. Dann geschieht das. Und dann kommen die ganzen sozialen Medien, die ganzen, logischerweise, damit muss man leben, Polarisierungen in der Öffentlichkeit. Und was ist passiert? Es haben sich alle zurückgezogen. Und auch ich selbst, glaube ich, so wie vorher gesagt, ich selbst, also im Bericht ist es beendet. Und ich glaube, man kann sich dann vorstellen, was man den Nachfahren damit angetan hat. Und für mich auch schlimm ist es, wenn man dann zusätzlich noch teilweise die Geschichte verdreht. Wurde ja durch, jetzt kann man schon sagen, 2 Jahrzehnte massiv bearbeitet, ich soll endlich die Wahrheit sagen, dass es die Partisanen selbst waren und nicht das Polizeiregiment. Bitte, wenn man die Protokolle liest, wenn man jetzt die neuesten Erkenntnissen von Historiker Dr. Pirka liest, ich war dann bei seinem Vortrag am Berschmannhof, übrigens vorher wollten alle raufkommen aus Eisenkappel, dann war nur ich mit einem Verwandten noch dort an diesem Abend. Und das zeigt schon wieder, wie viel Angst da war. Wenn man das liest, dann ist es klar, und das hat mir auch meine Cousine, die Nancy, die dort gelebt hat, die Einschlüsse bekommen hat, die selbst noch, wie das Museum schon war, dort daneben in der Küche gelebt hat und von allen Besuchern immer wieder gefragt worden ist, und wie war es da um das Nancy? Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, wenn man gefragt wird und nie das abarbeiten durfte? Dann kann man sich vorstellen, was jetzt dieser Polizeieinsatz eigentlich bei uns ausgelöst hat. Und das ist kein Wichtigmachen. Ich brauche mich nicht wichtig machen, ich will mich nicht wichtig machen. Aber ich werde meine Familiengeschichte nicht verleugnen. Ich habe sie genug lange in mich hineingefressen, mich sehr klein gefühlt, mich ins Eck stellen lassen. Aber ich glaube, es kommt irgendwann mal der Tag, wo die Wahrheit zumutbar ist. Und ich denke mir, dass dieser Einsatz etwas hervorgerufen hat in Kärnten.
Ich glaube, dass wir uns einfach wirklich einmal mit unserer Geschichte befassen, sondern es war halt ein Spiegelbild, weil es immer nur geheißen hat, sind wir ruhig und sind wir ruhig und sind wir ruhig. Und was die Partisanen betrifft, der Widerstand der Kärntner Slowenen und Sloweninnen, das waren ja Menschen, das waren Väter oder Mütter und Kinder aus katholischen Familien. Die sind ja nicht wegen dem Kommunismus in den Wald gegangen und haben gegen das Naziregime gekämpft, sondern sie haben gesehen, die Familien wurden ausgesiedelt. Was dann passiert ist, dass man das dann auch vermengt mit Jugoslawien und mit alles, was danach war. Ja, das soll man nicht, da gibt es kein Schwarz-Weiß, das muss man sehr differenziert, glaube ich, auch aufarbeiten. Und Herr Dr. Vogel, ich habe selbst gearbeitet, ich würde mir wünschen, dass man das aufarbeitet. Auch die Geschichten, die nach dem Krieg passiert sind. Aber, meine Damen und Herren, es kann aber nicht sein, dass man dann die 6, 7 Jahre bis 45 ausblendet und sagt, und wir reden jetzt nur noch über das, was danach passiert ist. Es war etwas, das alles dann passiert ist, wie es passiert ist. Und mir tut jedes Opfer leid, egal auf welcher Seite. Es ist schlimm für die Nachkommen. Und ich glaube, wir sind es wirklich, vielleicht ist diese Perschmann-Geschichte, dieser Einsatz, sollte etwas bewirken, dass wir versuchen, noch mehr zusammenzuhalten, uns mit der Geschichte noch mehr auseinanderzusetzen und das wirklich sagen, wir müssen daraus was tun für die Zukunft und nicht wieder, dass dieses Gegeneinander, das jetzt in Kärnten eigentlich sehr massiv läuft, das nutzt keinen was. Wir haben dann nichts gelernt und dann brauchen wir uns auch nicht beschweren über die Ukraine, über Israel oder Palästina oder irgendwas, wenn wir selbst nicht fähig sind, in unserem Land damit uns endlich auseinanderzusetzen, was die Geschichte eigentlich war. Und dass die slowenische Volksgruppe hier wirklich ein Opfer war und dass es wirklich schlimme Zeiten waren für unsere Vorfahren. Bitte, Gott sei Dank haben wir das nicht erlebt. Aber das lassen wir uns nicht nehmen und deswegen sind wir nicht schlechtere Österreicher wie alle anderen. Und ich danke auch Ihnen, Herr Dr. Vogel, Sie haben das super gemacht und geleitet, aber nicht, weil es so rausgekommen ist, wie es jetzt da steht, sondern das ist ein objektiver Bericht und ich kann es nicht verstehen, wenn es Politiker und Menschen gibt, die sagen, das ist alles Lug und Trug und das kann man nicht so annehmen und es wird kritisiert, wenn hier Spitzenjuristen, Spitzenhistorikerinnen, Juristinnen mitgearbeitet haben und alles mit Fakten, mit Gesetzen, mit rechtlichen Rahmenbedingungen unterlegt worden ist. Da drin ist kein einziger Fakt, der nicht mit Fakten unterlegt ist. Dann zu sagen, das stimmt nicht, das ist wirklich, muss ich sagen, dann will man die Wahrheit nicht hören. Und der Bericht ist nicht für die Studenten gemacht worden, nicht für den Sadoni gemacht worden, nicht für die Slowenen und nicht für die Deutschsprachigen, sondern der Bericht zeigt auf, wie der Einsatz abgelaufen ist und was eigentlich rechtswidrig war und gesetzeswidrig war. Und noch einmal mein Appell, wir sollten aus dieser Geschichte lernen und hören wir auf, bitte zu hetzen. Bei mir tut es wirklich weh, damit schließe ich wirklich ab, man ist jeden Tag mittendrin und ich sage es, das ist nicht angenehm, auch wenn man ab und zu gelobt wird, es ist nicht angenehm, wenn man dann, und damit schließe ich, dass man ein bisschen vielleicht nachvollziehen kann, meine Betroffenheit, wenn ich dann die Meldung bekomme, die Familie hat sich sehr verdient, dass sie erschossen worden ist, die haben mir die Partisanen geschützt. Ich möchte eine kurze Ergänzung machen, weil der Bürgermeister Radonik hat es angesprochen. Wir haben uns in unserer Kommission von Anfang an damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass wenn wir so einen Bericht machen, am Schluss Empfehlungen haben, weil es soll ja für die Zukunft etwas besser werden. Deswegen kann ich nur sagen, bitte, auch bei diesem Bericht muss man das Augenmerk oder besonderes Augenmerk auf die Empfehlungen richten. Weil die Empfehlungen sollen ganz egal, welche Seite es betrifft oder welchen Sachverhalt es betrifft, sollen dazu beitragen, dass das Miteinander besser wird, dass der polizeiliche Bereich dazulernt, dass auch die Veranstalter von derartigen Veranstaltungen was dazulernen. Also es gibt in dem Bericht Adressen, die an alle Beteiligten irgendwo gerichtet sind. Die sollen eigentlich einen Beitrag leisten, dass es eine Verbesserung in der Zukunft gibt. Also Ronik, ich würde noch anschließen an das, was Sie geschildert haben, was sehr eindrücklich ist, wo Sie sozusagen Ihre ganze politische Vita auch geschildert haben als Konsenspolitiker.
fragen, ist es nicht ein bisschen ein Widerspruch in sich, wenn man einerseits sagt, man ist für die Versöhnung, man streckt die Hand aus, man will sozusagen die Konflikte hinter sich lassen, aber gleichzeitig sagt man auch, die Wahrheit und die Fakten, die sind nicht verhandelbar. Und man hat ja, Sie haben den Dr. Birker erwähnt mit seiner bahnbrechenden Ausstellung, jetzt Kernfilm im Nationalsozialismus, der hat nur auf die Wahrheit geschaut und ist in den Konflikt gegangen, ist total angefeindet worden. Wo kann man das miteinander vereinbaren? Kann man gleichzeitig Konsenspolitiker sein und sagen, das sind die Fakten und darüber können wir nicht diskutieren, dass das und das und das und das alles passiert ist und das muss dann die Gegenseite, die sozusagen die Nachfahren der Täter, die müssen dann auch so diese schmerzhafte Wahrheit dann für sich auch annehmen und diese ganzen Anfeindungen, die sie spüren, die kommen ja aus der Ecke, dass man diese Wahrheit nicht annehmen will. Also wie kann man da den Mittelweg finden? Weil irgendwie hat man schon das Gefühl, dass uns dieses Ereignis am Berschmannhof gezeigt hat, dass man sehr viel zugedeckt hat in Kärnten und versucht hat, irgendwie gute Stimmung zu machen und zu sagen, wir lassen die Vergangenheit ruhen und schauen, dass sich aus dem was Positives entwickelt und dass man dann Zug um Zug da irgendwie einmal dazu kommt, dass dann halt häppchenweise doch die Wahrheit dann verlaut werden kann von der Mehrheitsbevölkerung. Ich glaube, man kann nur Konsenspolitiker sein, wenn man zu sich selbst steht und zu den Fakten steht und aus diesen lernt und die Konsequenzen sieht und aus diesen Konsequenzen dann mit dem Gegenüber spricht. Und wie gesagt, naja, wenn ich jetzt auf einmal von der rechten Seite verschrien werde als Linksextremist, weil ich oben am Berschmannhof mit so einem Studenten war, dann war ich vor 20 Jahren verschrien, weil ich mit dem Haider im Dialog war, da war ich der Rechtsverdreher. Ich meine, ich war immer ich. Ich bin immer meinen Weg gegangen, geradlinig und gerade um das geht's. Wir dürfen das sichtbar machen, wir müssen auch die Diskussion aushalten, aber immer auf einem wirklich auf einem fachlichen Niveau und auf einer menschlichen Ebene. Und das Schlimme ist es, dass man da einfach runtergeht. Und das ist wirklich keine Ebene mehr, wenn man dann nicht mehr faktenbasiert diskutiert. Faktenbasiert diskutieren, ja, und ich glaube, das müssen wir mehr. Und wir haben uns, ich glaube, in Kärnten ist in den letzten 20 Jahren wirklich sehr vieles geschehen. Also das lasse ich mich nicht schlecht reden. Man muss wirklich sagen, das ist ein zartes Pflänzchen, das wächst. Und die Frage ist, was machen wir für die Zukunft daraus? Und ich denke mir, da ist es wichtig, dass diese demokratische Breite dahinter steht. Und vor allem ist es wichtig, dass wir alle zur Rechtsstaatlichkeit stehen. Und wenn ich was falsch mache, hat die Rechtsstaatlichkeit genauso einzugreifen wie mein Gegenüber. Und ich weiß auch, dass seinerzeit diese Konsensgruppe, in der ich ja auch Mitglied war, sehr verschrien war. Aber das war ich habe die Generation, vor allem die ältere Generation verstanden, dass er uns gesagt hat, wir verstehen euch nicht, wie könnt ihr mit dem Feldner zusammen in einer Konsensgruppe sein. Der hat uns so vieles angetan. Ja, es hat die Geschichte gegeben, aber letztendlich hat die Konsensgruppe, und das war unsere Aufgabe, dazu beigetragen, dass beide Pole wieder miteinander geredet haben. Und ich habe die Diskussionen im Verlag und Völkermarkt am Podium miterleben dürfen, wo ich am Anfang noch beschimpft worden bin drauf. Und am Ende, wie wir zur Theke gegangen sind, alle gesagt haben, habt ihr recht, einmal muss eine Ruhe sein, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Und ich glaube, darum geht's. Wir dürfen streiten, wir dürfen reden, wir sollen diskutieren. Und jetzt sage ich, genau das passiert ja auch bei den Museen, auch am Berschmannhof. Man kann differenziert und man sollte auch in einem demokratischen Staat differenziert diskutieren, aber man muss eigentlich die Rechtsstaatlichkeit immer einhalten. Und darum geht es. Und ich glaube, das, was da am Tisch liegt, das ist so quasi der rechtsstaatliche Rahmen. Was daraus folgt, haben andere zu entscheiden. Ich würde gerne den Ball an Sie weitergeben, Frau Professorin. Es ist ja ein großer Teil dieses Berichts, ist eine historische Abhandlung. Ist es aus Ihrer Sicht akkurat dargestellt oder gibt es da von Ihrer Seite irgendwelche Anmerkungen dazu, Kritik?
kot prvo, hvala lepa za besedo, bi jaz hotel tudi pozdraviti v slovenščini in se zahvaliti, da ste prišli tako številni sem poslušati, ker tematika je zelo brizantna, bi jaz rekla, in tudi imenitna in bi se lahko iz nje kaj naučili. Zdaj, če povzamem besedo od Bernarda Sadonika. Also ich möchte Sie zunächst einmal ganz herzlich begrüßen und bin sehr erfreut, dass Sie so zahlreich erschienen sind, weil das doch die Brisanz dieser Thematik auf die Brisanz hinweist, würde ich meinen. Und wenn ich jetzt auf die Frage eingehe, ich möchte dann auf Bernhard Sadoniks Statement eingehen, weil das ist sehr wichtig. Selbstverständlich finde ich auch den Bericht sehr gut, vor allem wie diese Faktenlage dann aufgrund dieser ganzen Vorfälle, die Sie minutiös geschildert haben und dass Sie auch als Jurist versucht haben, in der Kommission natürlich sehr stark faktenorientiert zu arbeiten, also sich nicht von irgendwelchen Emotionen, die auch hier angesprochen worden sind im Teil dieser Runde, also emotionslos darzustellen. Wenn ich zum Bericht gehe, der historische Teil am Anfang gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, weil die Kärntner die Slowenen waren nämlich nicht, also das am Anfang habe ich mich erschrocken, die Habsburger Monarchie war ein Herrschaftsbereich und nicht mehr, aber es sind Kleinigkeiten, verstehen Sie mich? Ab dem Teil, an dem ich annehme, dass ihn die Luisa Rettig verfasst hat, ist das wirklich hervorragend. Ja, das sage ich jetzt einmal so als Historikerin, weil ich habe mir das alles angeschaut. Die Literatur ist nicht am neuesten Stand, ist mir auch aufgefallen. Und vielleicht aber waren unsere Bücher, die heuer erschienen sind, ich möchte keine Werbung, keine falsche Werbung, die sind wirklich seit Mai vorhanden und gehen auf einen Teil dieser Geschichte ein, über die jetzt Bernhard auch gesprochen hat. Das möchte ich jetzt ganz bewusst kommen. Das habe ich übrigens mit meinem Mitarbeiter David Ressmann und mit einem weiteren Mitarbeiter Simon Urban herausgegeben. Es sind zwei Studierende, die bei mir am Institut sind und an diesem Projekt verfolgt und vertrieben mitgearbeitet haben. Bernhard Sadonik hat hier seine Situation als Opfer geschildert. Und ich finde es nicht nur mutig, ich finde es sehr gut, weil da kann ich nämlich auf etwas kommen, was in Kärnten und vielleicht auch in Österreich vollkommen schlampig ist. Und zwar, wir haben keinen ausgeprägten Opferdiskurs. Opfer zu sein in Österreich oder in Kärnten ist immer viel schwieriger als Täter. Man war halt ein kleiner Mitläufer. Ja? Aber das Opfersein zu beweisen, das erforderte immer wahnsinnig viel Mut und vor allem, sie mussten alles immer nachweisen. Ich weiß das deswegen, weil ich arbeite mit meinen beiden Mitarbeitern in so einem Projekt derzeit. Das ist, ich würde es sagen, es ist fast mein Herzensprojekt, herauszufinden, warum können Menschen nicht sagen, mir ist das passiert, und wenn einem etwas passiert ist, was nicht in Ordnung war, wird sofort gefragt, na bitte, und hast du Beweise dafür? Also das heißt, es werden immer Beweise erfordert. Na, bei den Tätern sind wir ein bisschen nachlässig. Das ist fast wie ein Kavaliersdelikt, würde ich meinen. Vor allem, was jetzt die NS-Täterschaft betrifft, nach 1945. Und da komme ich auf einen ganz wesentlichen Sachverhalt, der mir sehr zum Denken gibt. Wir haben nach 1945 in Österreich eine sehr dünne Personaldecke gehabt. Der Krieg ist fertig, jetzt beginnt die neue Republik, Österreich ist auf 4 Teile aufgeteilt, also wir haben Besatzungsmächte und das Land will ja unterrichtet werden, das Land will verwaltet werden, das Land will in unterschiedlichen, es muss funktionieren. Das heißt, wenn jemand herkommt auf ein Amt, muss jemand dort sitzen, das wäre am Amt. Was ist passiert? Weil viele Menschen nicht da gewesen sind, hat man die alten Nazis, sage ich jetzt einmal so, jetzt bin ich sehr despektierlich, oder jene, die halt angeblich Mitläufer gewesen sind, hat man hier die Entnazifizierungsleiste ziemlich flach gehalten und sie sehr schnell wieder eingesetzt. Und das ist in Kärnten ganz arg auch in dem Sinn passiert, weil in Kärnten gibt es dann auch einige Umbrüche. Es kommen ja die zwangsweise Vertriebenen wieder zurück, die man ja zuerst ja gar nicht weiterlassen wollte. Man hat sie ja in Villach angehalten.
Und danach kamen dann die Nachweise, wer ist überhaupt vertrieben worden, die ganzen Aufnahmen, die Polizei ist gekommen, um zu fragen, ist man jetzt ein Kriegsopfer, ist man kein Kriegsopfer? Viele haben sich geschämt, den Kriegsopferstatus überhaupt einzubekennen, weil sie mit dem System brechen wollten. Dass sehr viele kärntner-slowenische Familien danach assimiliert sind, wundert mich überhaupt nicht, nach meinen jetzigen Forschungen, weil viele Menschen schlicht und einfach mit ihrer Vergangenheit brechen wollten, nichts mehr damit zu tun haben wollten. Das war für sie ein Neubeginn. So wie die Zweite Republik ein Neubeginn war, wollten diese Menschen auch neu beginnen. Die Vergangenheit holt halt dann manchmal jemanden ein und viele bei der Bearbeitung der Geschichte, wie dann eben der Berschmannhof auch eingerichtet worden ist als Museum. Und so wie es sich jetzt dann darstellt, wenn jemand zum Beispiel, der jetzt zu seiner Opferrolle steht, in der Auslage steht, als Bürgermeister von Globasnitz, Globasnitzer stehe ich in der Auslage natürlich, dann, und wenn da hier soziale Medien bemüht werden, dann in den sozialen Medien kann man sich sehr gut verstecken. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin in keinem sozialen Medium aus diesem Grund. Ich lese das nicht, weil das eine Belastung ist für die Seele und auch ein zeitraubendes Instrument ist. Aber ich weiß, dass ich das auch wissen muss, was darin geht. Weil das sollen ja die jungen Historikerinnen und Historiker, die es, oder solche, die es werden möchten, werden irgendwann einmal diese sozialen Medien ja hoffentlich auch auswerten können, was sich da abspielt auf dieser Ebene. Und wenn man danach, nach 80 Jahren, Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dieser Geschichte beim Berschmann eingeholt wird, dass man dann beschimpft wird, verstehen Sie mich, so denke ich mir, das ist ein systemisches Problem, das in Österreich nach 1945 begonnen hat. Und zwar vor allem in Kärnten hat das begonnen, durch diese Wiederinstallierung von alten Nazis. Und welcher Kärntner Slowene bitte ging zur Polizei? Das ist ja die Frage. Man muss auch wissen, in welche Situationen, in welche Berufe sind die Kärntner Slowenen danach gegangen. Es gibt wahnsinnig wenig Kärntner slowenische Polizisten und Polizistinnen. Die Kärntner Slowenen sind dann nach Wien gegangen. Wir sind heute eine, würde ich sagen, eine sehr gut ausgebildete österreichische Volksgruppe, die Schutz genießt oder durch den Staatsvertrag, und zwar aufgrund unserer oder der Rolle unserer Vorfahren während des Zweiten Weltkrieges, weil sie Widerstand geleistet haben, für den wir uns jetzt genieren müssen, weil man in Ecken geschoben wird, weil man sagt, es gibt bitte keinen sogenannten katholischen Widerstand. Alle Kärntner Slowenen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben, sind getaufte Christen, gehen in die Kirche, gingen danach in die Kirche. Man soll das irgendwann mal behirnen. Und man soll auch auseinanderhalten, bitte, die Kärntner Slowenen und die slowenischen Slowenen. Da sind unterschiedliche Verläufe, ja. Aber das ist eine ganz große Schwierigkeit. Und das sollte natürlich bearbeitet werden und das sollte, ich mag das Wort aufarbeiten eigentlich gar nicht, aber es ist tatsächlich ein Aufarbeiten, ein mühevolles Aufarbeiten. Wir haben das bei unserem Buch gesehen, das ist jetzt unser erstes Projekt. Wir haben begonnen mit der Spurensuche, verfolgt und vertrieben zwischen 38 und 45. Wir haben alle Opfer mitgenommen, die in dieser Zeit gewesen sind, von den Priestern über die Kulturarbeiter, über die Politiker und dann einfache Hausfrauen, die den Partisaninnen und Partisanen Essen gegeben haben, das heißt auch geliefert haben und die dann eben am Berschmannhof dann, dort ist der Kulminationspunkt des Kärntner slowenischen Gedächtnisses. Das muss man ehrlich wissen. Ich kenne fast niemanden aus meiner Generation, dem nicht die Bilder von Aleš Zechner in das Gehirn eingebrannt sind. Wir als Kinder haben Bilder gesehen, die in verschiedenen kärntner-slowenischen Publikationen der Mohoreva erschienen sind. Der erste Mensch, nämlich der diese Menschen am Berschmannhof, die Erschossenen, fotografiert hat, war am Morgen danach, am 26. April 1945, der Kaplan von Eisenkappel, Železna Kapla, Aleš Zechner. Und darüber ist sehr wenig geschrieben worden, diese Bilder gibt es.
Und wir Kinder haben die Bilder gesehen mit dieser Mutter, die da am Boden liegt und mit dem Baby, also alle erschossen. Das hat man gewusst, es hat niemand darüber nachgedacht, dass das je Partisanen gewesen wären. Das ist ein neues Speech, der gekommen ist eine neue Erzählung, ein neuer Narrativ. Und es ist tatsächlich schwer, sich gegen diese Narrative dann irgendwie durchzusetzen. Dank Peter Birker wissen wir, dass die Sache anders gelaufen ist. Aber um diese historische Wahrheit, sage ich jetzt, oder die historischen Tatsachen dann sickern zu lassen, den Menschen zur Kenntnis zu bringen, das ist wirklich ein Gewaltsakt. Das wissen alle Historiker und Historikerinnen, die darin sitzen. Wenn man etwas, was ganz nahe ist oder im 20. Jahrhundert passiert ist, wenn man etwas zurechtrücken möchte oder wenn man die Wahrheit ein bisschen oder die Tatsache, wie sie das abgespielt hat, den Leuten beibringen möchte, muss man immer wahnsinnig viele Materialien bringen und zeigen, ja, das ist so gewesen. Das ist ein unverständlicher Vorgang, weil bei den Tätern sagt man, naja, das war's. Also das ist eine Lässigkeit. Und ich bin sehr froh, dass das heute hier stattfindet, dass darüber gesprochen wird. Ja, weil ich möchte auch sagen, dass wir ein Nachfolgeprojekt, an dem schon bereits arbeiten. Wir möchten die Kärntner Geschichte nach 1945 unter die Lupe nehmen. Weil die ist nicht beschrieben, weil da kann man dann erstmal einmal schauen, wie schaut Kärnten aus, und da möchten wir in den Augenschein nehmen, und zwar den zweisprachigen Unterricht, danach wie das verläuft, dass man den zweisprachigen Unterricht zwangsweise auch abschafft, dass es hier zu einer Minderheitenschulregelung kommt und verschiedene andere Dinge. Und vielleicht werden wir dabei auch darauf stoßen, warum es so schwierig ist, sich mit diesem Opferdiskurs auseinanderzusetzen und vielleicht den Opfern bitte ihren Opferstatus zu belassen und ihnen die Trauerarbeit zulassen, weil die Menschen sind ja gar nicht dazugekommen, um trauern zu dürfen, um über ihren Status reden zu dürfen. Man muss sich das einmal vorstellen. Das heißt, man lebt in einer, das ist fast eher psychologisch, man lebt in irgendeinem, wie in einem Glas drinnen, wie einem abgeschlossenen Glas, und hat Schwierigkeiten, sich dazu bekennen zu dürfen. Das meine ich, das hat man in der Zweiten Republik, in der österreichischen, tatsächlich nicht verdient. Und das ist wirklich mein Appell, auch hier, ich bin auch erschrocken über die Aussagen der Kärntner Politiker derzeit, wie sie zu diesem Bericht stehen. Ich muss als Historiker sagen, ich bin erschrocken. Dass man einfach sagt, also das wird nicht anerkannt, es geht nicht gegen die Polizei. Das ist ein systemisches Problem und das ist seit 1945 gemacht. Sie haben diese große Anteilnahme angesprochen, das große Interesse. Kann man sagen, oder würden Sie sagen, dass man diesen Vorfall so tragischer war und so verletzender war, auch etwas Positives abgewinnen kann, im Sinne des Bewusstmachens, oder ist das etwas, was sich verbietet? Ich finde, dass dieser Vorfall zwei Sachen aufgezeigt hat. Dass man in diesem Klima in Kärnten, das geschaffen wurde, wenn man nur so ein bisschen kratzt, kommt wieder alles an die Oberfläche. Das heißt, es wiederholt sich im Prinzip alles das, was man gewohnt ist. Das hat mich sehr verwundert und das hat mich erschrocken gemacht. Auf der anderen Seite habe ich dann das sehr intensiv verfolgt, die Ereignisse danach, und dann habe ich gesehen auch, dass die slowenische Politik auch gut reagiert hat und dass man sich sofort zu Wort gemeldet hat, dass man hier auch gezeigt hat, dass von außen ist ja auch ein Druck aufgebaut worden. Also außenpolitisch war da eindeutig ein Druck dabei, würde ich meinen, und ich habe meine Hoffnung nicht verloren, dass es auch in Kärnten und in Österreich Leute gibt, die sagen, wir sind nicht so. Ja? Das hat Alexander van der Bellen einmal gesagt. Ja? Es ist tatsächlich so, wir sind nicht so. Ja? Man muss einfach zeigen, und wenn wir sagen, wir sind nicht so, dann müssen wir das einfach beweisen, nachweisen. Ja? Ich weiß, dass es schwierig ist. Sie haben viel Arbeit gehabt. Ja, das hat so lange gedauert. Ja, natürlich hat es gedauert, ja. Aber trotz allem
ist das ein wichtiges Dokument. Es liegt in 2 Sprachen vor und es enthält erstmalig, und das würde ich meinen, was ich als sehr positiv hervorstreiche, es enthält Empfehlungen. Nur wer wird diese Empfehlungen umsetzen? Das ist die Frage. Und zwar Empfehlungen, dass die Zweisprachigkeit einen Stellenwert hat, und zwar einen Stellenwert bei solchen Anlässen, und ich würde sogar meinen, wenn hier zweisprachige Beamte gekommen wären, die wären nicht gekommen, weil die hätten sich, weil das Wort Antifaschismus einem Slowenen oder Antinazismus eine klare Geschichte ist. Ja? Ich würde auch sagen, dass der stellvertretende Leiter kommt aus der Gegend und er war unsensibel, der das durchgeführt hat, er war unsensibel. Das eine würde ich sagen, ich habe ja den Bericht ganz genau gelesen und meine Familie gestern am Abend damit aufgehalten. Ja, das war Abendlesung. Und da steht drin, dass dieser Bericht im Konsens zustande gekommen ist. Ich möchte schon sagen, dieser Einsatz, den würde ich nicht herunterspielen, dass er nicht gegen die slowenische Volksgruppe gerichtet war. Vielleicht kurz erklären, wie es zu dieser Formulierung gekommen ist, weil das ja doch auch die Irritationen gesorgt hat. Weil er war nicht gegen die Volksgruppe gerichtet, aber die Volksgruppe. Wir haben nicht gesagt, er war nicht gegen die Volksgruppe gerichtet, sondern er war nicht primär gegen die Volksgruppe gerichtet. Das ist ein Riesenunterschied in der Formulierung. Da macht ein kleines Wort oft, ja, das heißt wortwörtlich sagen. In der Kommission liegen keine Hinweise vor, dass der Einsatz intendiert war, sich gegen die slowenische Volksgruppe in Kärnten bzw. das Museum Gerschmanhof zu richten. Genau. Und wir haben es auch sehr genau begründet, weil wir haben, und da sage ich einmal dazu, der außenpolitische Druck hat sich auf unsere Arbeit insofern ausgewirkt, als wir wenig Zeit hatten. Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt. Dann hätten wir uns noch ein bisschen tiefer beschäftigen können, dann hätten wir noch ein bisschen mehr in manche Sachen reingehen können. Wir heben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit in diesem Bericht, aber wir haben uns bemüht, in dieser Zeit das zusammenzufassen, was uns möglich war, zusammenzufassen. Und was wir gesehen haben, und wir haben es, glaube ich, sehr klar zum Ausdruck gebracht, ist, dass unser Eindruck war, dass der Bedienstete der Landespolizeidirektion Kärnten, der den Einsatz initiiert hat, einen ganz anderen Hintergrund hatte. Der wollte ganz was anderes. Der wollte an die Daten der Teilnehmerinnen dieses Camps kommen. Und das ist ganz was anderes, als eigentlich dahinter gestanden ist. Und das hat eben nichts wirklich mit dem Museum zu tun und auch nichts wirklich mit der Volksgruppe zu tun, sondern das hat etwas ganz anderes dahinter. Das ist das, was wir gesehen haben bei den vielen Durcharbeiten, bei den vielen Berichten und Aktenvermerken und dergleichen, die wir bekommen haben. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, und das ist diese feine Ziselierung, die für einen Nicht-Juristen wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Die Polizisten, die vor Ort eingeschritten sind und hier nach den Kärntner landesgesetzlichen Bestimmungen eingeschritten sind, die durften das. Die Polizeibediensteten vor Ort. Der stellvertretende Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, der durfte es nicht, weil er eben kein Organ war, das dazu ermächtigt ist. Das ist alles unglaublich schwierig und komplex und für einen Nicht-Juristen schwer zu verstehen, aber wir haben eben das dann wirklich sehr genau runterdekliniert und begründet. Und deswegen ist dann für uns die Aussage gekommen, dass der Einsatz eben teilweise rechtswidrig war, weil wenn ein Organ etwas anordnet, zu dem es nicht befugt ist, ist es eben ein rechtswidriger Sachverhalt. Und so muss man es sehen. Ja. Aber wie geht es Ihnen damit, dass Politiker sagen, das stimmt nicht, ja? Oder das nehmen Sie nicht zur Kenntnis, das ist polizeifeindlich? Ich mache ungefähr seit 1996 legistische Arbeit und ich bin seit 1996 in hunderten Sitzungen im Parlament gewesen, im Nationalrat, im Bundesrat. Ich habe mit Landtagen zu tun und wie soll ich sagen, also mich erschüttert das nicht besonders.
Also das ist part of the game, dass die Politik halt das so auslegt, wie es ihr passt. Es ist der Versuch, und ich glaube, der Herr Bürgermeister hat es so wunderbar beschrieben, es ist die Notwendigkeit, den Dialog zu suchen. Und ich meine, wir haben es ja selber in unserer Kommission erlebt, dass der Bericht da war und wir dann Zuschriften bekommen, wo behauptet worden ist, das ist alles falsch und alles stimmt nicht und die Geschichte war ganz anders. Wie mehrere solche Bürgermeister kennt es alles, weil die ganze Kommission hat das zur Kenntnis bekommen. Das ist traurig, dass es so ist, aber deswegen ist auch, soll das Bemühen ja da sein, dass man nach Fakten sucht. Ich vermeide immer das Wort wahr, weil wahr ist schwierig, ist ein ganz schwieriges Wort, weil wahr haben ganz viele Institutionen immer für sich in Anspruch genommen, auch religiöse Institutionen. Ich glaube, dass man nach Wahrhaftigkeit streben kann, aber das Wort wahr ist ganz schwierig und man kann sich dann auch nur annähern an das, was an Fakten da ist und was man nachvollziehbar hat. Und wir sind eben drauf gestoßen auf diesen ungarischen Akt, und der jetzt folgt, diesen Polizeiakt, und den der Peter Pirker schon einmal gesichtet hat. Und deswegen gibt es auch eine Empfehlung drin, nämlich gleich die erste Empfehlung, sich mit dieser Geschichte noch einmal auseinanderzusetzen und unter Berücksichtigung dieses nunmehr vorliegenden ungarischen Gerichtsaktes das Ganze noch einmal aufzuarbeiten und dann in eine komprimierte Version des Ganzen zu bringen. Das ist nur vom Gedanken getragen, dass das dann Fakten sind, die da sind und nachweisbar da sind. Und da kann man dann sagen, es gefällt einem nicht, aber es sind halt Fakten, die da sind. Und wenn ein ungarisches Gericht einen Mittäter dort zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt und das in einem ordentlichen Prozess macht und dieser Mittäter auch die anderen alle angegeben hat, die dort am Perschmannhof waren und auch gesagt hat, die wollten nicht mitschießen und die haben sich dann doch gemeldet, dann sind es Fakten. Und ich glaube, dass man gut beraten ist, diese Fakten aufzuarbeiten und Sie haben es ja auch gesagt, dann auf den Tisch zu legen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und es sind, wie sagt man so schön, es sind die Geister der Geschichte, aber Geister wird man nicht los, indem man sagt, es gibt keine Geister. Ja, das ist das eine, und ich möchte jetzt noch zu einer anderen Sache kommen, weil das betrifft ja das, wen hat sich das Nations gerichtet, also es geht um das Wort antifaschistisch. Ja. Das ist noch eine ganz wesentliche Sache. Wir Historiker beschäftigen uns sehr mit Definitionen. Ja. Und ringen nach Definitionen. Das ist eine wesentliche Arbeit. Und es ist so, wenn Sie sich in die ganze Faschismustheorie hinein jetzt arbeiten, das habe ich gemacht, das mache ich ständig, weil ich in diesem Raum auch arbeite, dann sehen Sie, dass dieser Faschismusbegriff verschiedene Theorien hat, wie sie herkommen. Der Nationalsozialismus ist ja ganz einfach. Der wird ganz einfach erklärt. Und jetzt ist immer die Frage, ist der Faschismusbegriff der Überbegriff über den Nationalsozialismus? Hannah Arendt ist dagegen, und ich verstehe auch Hannah Arendt, wenn sie sagt, in diesem Prozess sind ja sehr viele Denker beteiligt, auch Sozialwissenschaftler und auch Philosophen. Und ich gehe mal davon aus, dass das Wort Antifaschist in Österreich ein Schimpfwort ist. Ja? Ich gehe mal davon aus, das nehme ich jetzt einfach an. Und wenn ich das annehme, muss ich das jetzt irgendwie nachweisen, so wie Sie sagten, Fakten und sonst orientiert. Das kann ich nicht. Es gibt Untersuchungen dazu, es gibt Befragungen, so quasi mit Menschen, die man befragt hat. Die wissen gar nicht, was die Faschisierung einer Gesellschaft bedeutet. Der Faschismus ist vielfältig tatsächlich. Und wenn man dann ein Antifa-Camp sieht, und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich jetzt der stellvertretende Leiter einer Organisation bin, wenn ich jetzt neugierig bin, mir ist im Sommer vielleicht Fahrt, dann schaue ich einmal in der KI nach, was ist Faschismus, Antifaschismus und was ist Nationalsozialismus. Und ich habe Arbeit gemacht. Und ich würde behaupten, dass so manchmal die Information läuft. Weil wenn Sie heute diese Wörter ins Internet hineintippen, das machen wir schauen ja auch nach, wir googeln auch in den historischen Lexikas nach, wenn wir schnell nachschauen möchten. Wikipedia ist manchmal gar nicht so schlecht, hat auch manchmal 5 Sternchen.
Die KI noch nicht. Und bei der KI finden Sie dann die Erklärungen, was ist Antifaschismus oder was ist Faschismus. Und das wird dann reduziert auf links orientiert, rechtsradikal, stark ablehnende Formationen. Das können Sie alles selbst nachschauen. Und da glaube ich, dass das vielfach auch passiert. Verstehen Sie mich? Und das empfinde ich fast ebenso bedenklich wie zum Beispiel sich in sozialen Medien unter einem Deckwort mit Anwürfen zu befassen. Also das sind Dinge, vor denen man vielleicht auch noch warnen sollte, weil das vielleicht auch unsere Wahrnehmungen reduziert und auch die Arbeit erschwert. Und das erschwert in so einem Klima, wie es in Kärnten ist, kein einfaches Klima. Das erschwert die Arbeit. Ich möchte dazu noch eine wichtige Anmerkung machen. Also Juristen suchen ja auch immer nach Definitionen. Das ist, glaube ich, überall dort, wo man sich wissenschaftlich beschäftigt, versucht man sich irgendwo auf eine Definition zu einigen. Und das ist ganz schwierig, was den Faschismus betrifft. Ja. Und ich darf nur in Erinnerung rufen, dass der Staatsvertrag, der österreichische Staatsvertrag ja nicht nur die Republik Österreich verpflichtet, gegen jede Form des Nazismus vorzugehen, sondern auch gegen jede Form des Faschismus. Ja. Und es ist relativ einfach gewesen, dann ein Verbotsgesetz auf den Weg zu bringen, oder ein Abzeichengesetz, weil das war greifbar. Ja. Es gibt heute nur so gewisse Teilbereiche, wo man faschistische Tendenzen erfasst, etwa im Symbolegesetz oder Symboleverordnung. Das ist ein unglaublich komplexer Prozess. Und wir haben deshalb ja auch in der Kommission festgehalten, dass Antifaschismus per se ja nichts Negatives oder Rechtswidriges ist, sondern es wird dann zum Problem, wenn man es, so wie es der stellvertretende Leiter der LSE gemacht hat, wenn man es dann mit Extremismus automatisch verbindet. Und dann wird es zu einem Problem und dann sind wir wieder in einem völlig unsachlichen Bereich. Und deswegen haben wir auch in einer Empfehlung festgehalten, dass man doch bitte auch unter Einbeziehung von Wissenschaft regelmäßig Fortbildungen für die in diesem Bereich tätigen Bediensteten machen würde. Für die Lehrer. Sie wollten was ergänzen? Auch. Ja, grundsätzlich noch einmal zu eben dem Teil des Berichtes, dass es sich nicht gegen die Volksgruppe, nicht gegen das Museum der Einsatz gerichtet gewesen wäre. Ich glaube, die Formulierung, wie es im Bericht formuliert ist nicht per se falsch. Was daraus gemacht wird in der Kärntner Politik, dem muss man, glaube ich, klar widersprechen, wo jetzt davon zu hören ist, dass es rein gar nichts mit der Volksgruppe zu tun hätte und dass es rein gar nichts mit dem Museum zu tun hätte. Es wird auch im Bericht festgehalten, dass dieser Einsatz als minderheitenfeindlich aufgefasst werden musste. Und zum einen sind hier die Organisatorinnenentscheidungen, glaube ich, die junge Kärntner Sloweninnen sind, die pauschal als extreme Gewalttäter dargestellt wurden, grundlos. Und das wird teilweise ja so stehen gelassen, bis jetzt in der Kärntner Politik. Dazu gab es ja eben kärntner slowenische Organisatorinnen, kärntner slowenische Teilnehmerinnen, kärntner slowenische Vorträge, die sich mit Inhalten der kärntner slowenischen Geschichte befassen. Zu sagen, das hätte miteinander gar nichts zu tun, finde ich hier sehr schwer. Auch, dass es mit dem Museum und dem Ort nichts zu tun hätte, ist insofern schwierig, dass eben ein solcher Vorsatz, wie gesagt hat, an keiner anderen NS-Stätte gab es sowas, an keiner anderen NS-Stätte ist sowas denkbar. Und das sollte es auch hier nicht sein. Das war es aber leider. Und das kann man nicht getrennt von dem Kärntner Kontext sehen. Es gab hier auch keinerlei Kontaktaufnahme seitens der Polizei. Also wäre es um die zwei möglicherweise nicht auf dem Hofgelände aufgestellten Zelte gegangen, hätte auch ein Anruf gereicht. Oder letztes Jahr hat das Bildungscamp bereits einmal stattgefunden. Es ist eine Polizeistreife mit einem Polizisten raufgefahren, hat sich das angesehen, ist wieder runtergefahren. Dieses Jahr war nichts grundlegend anders. Jetzt, zu dem Punkt grundsätzlich, weil es ja auch angesprochen worden ist, zu der Ausstellung, die es ja auch heuer gegeben hat. Es ist ja eben das große Erinnerungsjahr ausgerufen worden des Landes Kärntens. Gerade gibt es auch eine Ausstellung zu weiblicher Partisanenkunst in Österreich und Jugoslawien, die vom Museum Bergmann organisiert wird und im Kärnten Museum ausgestellt wird.
Gemeinsam mit dem Peter Birker arbeitet man nun eben auch an einem Forschungsprojekt, um diesen Sandur-Akt aufzuarbeiten, weitere Recherchen in Deutschland voranzutreiben. Also hier ist man ebenfalls dran, und es gab ja auch neben dem Ereignis, das uns sehr viel Kraft und Nerven und Energie gekostet hat, auch sehr viel Solidarität und seitdem auch Besucherinnenrekorde. Genau, also ja, das wollte ich noch hinzufügen, dass es neben dem auch eben seit dem Schuljahr die Schulworkshops laufen, die Arbeit weitergeht und man sich hier nicht davon abbringen lässt. Und das Vertrauen in die Behörden ist leider stark geschädigt, auch durch diesen Zwischenfall. Die Hand ist hier aber ausgestreckt, das muss jetzt nun wieder aufgebaut werden. Die Einladungen für die Saisoneröffnung im Mai 26 wurden ausgesprochen an Stellen des BMI, der Polizei und auch der Bezirksvölkermarkt. Mit dem Landeshauptmann gab es bereits Besprecher, ebenso wie mit der Bürgermeisterin. Genau. Und eben von den entsprechenden angesprochenen Stellen erhoffen wir uns jetzt auch eine Umsetzung der Empfehlungen, die die Kommission gegeben hat. Frau Gabriel, an Sie eine Frage, nachdem Sie das Camp mitorganisiert haben. Es ist davon auszugehen, dass es das nächstes Jahr auch wieder geben wird. Was sind die Learnings? Was werden Sie anders machen? Oder werden Sie schauen, dass mehr Platz ist, weil sicher mehr Leute kommen werden? Naja, viel anders. Also wir haben ja nichts unbedingt Falsches gemacht. Natürlich, also ich meine, diesen Transbiss, wo wir gewusst haben, wenn das aus dem Kontext genommen wird, kann es schmerzhaft sein, wenn jemand Heimat pauschal schlecht findet. Wir machen ja all deswegen, weil wir unsere Heimat auch gern haben und so weiter. Dass man da natürlich das besser kommuniziert oder vermittelt, eben solche manchmal provokativen Konferenzen und so weiter. Aber sonst, das Programm geht weiter, es ist an sich nichts Falsches eben. Genau. Ja. Eine der Empfehlungen, ich glaube, dass es sogar die letzte Empfehlung ist, keine Vereinnahmung von Gedenkstätten. Also, ich möchte das kurz vorlesen, die Kommission verkennt nicht, dass auch Gedenkstätten Orte eines pluralen und offenen Diskurses sind und dass Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsorte dienen. Gerade deshalb dürfen sie nicht durch einzelne Gruppen vereinnahmt werden. Die Kommission weist darauf hin, dass den Betreibern der Gedenkstätte und insbesondere Leitungsorganen von Veranstaltungen jeglicher Art in dem Zusammenhang eine besondere Verantwortung zukommt. Das ist sehr verklausuliert, aber ich glaube, es versteht jeder, worum es da geht. Ich hätte an Sie beide eine konkrete Frage. Denken Sie darüber nach, über diese Empfehlung? Weil auch in der slowenischen Volksgruppe fragt man sich, ob es irgendwie angemessen ist, den Nahostkonflikt einseitig im Kontext dieser Gedenkstätte zu thematisieren. Ich weiß, das ist eine Fahne dort gewesen, aber diese Fahne steht für etwas, weil es gibt ja nicht wenige Nachfahren von slowenischen NS-Opfern, die eben gerade deswegen, weil sie eine ähnliche Erfahrung haben wie die Juden, die Opfer des Holocaust, Sympathien haben für Israel und auch für das jüdische Volk. Würde ich Sie selbstkritisch sagen, dass da vielleicht auf diese Sensibilitäten gerade auch im Kontext eines Ortes, wo Slowenen massakriert worden sind und NS-Opfer geworden sind, sozusagen in einer Reihe mit Juden stehen jetzt, ja, dass man da auf diese Sensibilitäten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollte? Ich glaube nicht, dass er einseitig verhandelt worden ist. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür. Und also es ist das glaube ich einmal zum einen, zum Inhaltlichen. Das fand ich interessant, dass das im Nachhinein medial so groß aufgezogen wurde, weil es während der Amtshandlung kein Thema war. Im Vorfeld nicht, in der Vorbereitung nicht und während der Amtshandlung auch nicht. Und hier möchte ich auch sagen, und das ist also fürs Museum ist ja ganz klar, es wird auch die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Kärnten-Koschka im Museum thematisiert. Auch der Club slowenischer Studierender hat bekanntlich sehr gute Beziehungen zur österreichischen jüdischen Hochschullandschaft, die eine Rede gehalten haben auf der Kundgebung, Solidaritätskundgebung nach dem Einsatz. Also ich glaube zum einen nicht, dass es zu einer undifferenzierten Darstellung kam. Zum anderen finde ich sehr spannend,
dass das so thematisiert wurde, wo es beim Einsatz selbst kein Thema war. Mhm. Aber und vielleicht noch grundsätzlich, also die Besucherinnen der Denkstätte sind sehr unterschiedliche Gruppen. Also es kommen hier wirklich von dem Gesangsverein zum Matura-Treffen unterschiedlichste Personen und Leute, und das Museum war auch zum Beispiel während des Bildungscamps natürlich mal geöffnet für Besucherinnen. Einer davon war zum Beispiel ein leitender Funktionär der Erzdiözese Wien, der heute nicht hier sein kann, aber sich auch sehr über den Bericht freut, auch wenn er ihn etwas zu lange gebraucht hat, aber das ist verständlich, glaube ich, aufgrund der Menge. Das kann ich von seiner Stelle auch ausrichten. Also er war auch während des Camps geöffnet für unterschiedlichste Gruppen, und das wird das auch weiterhin sein. Man muss auch dazu sagen, dass sich auch Nachfahren der jüdischen Opfer, wie zum Beispiel die Hanna Lessing, die Vorsitzende des Nationalfonds, ganz unzweideutig solidarisiert haben mit ihnen. Ich wollte das sozusagen nur einbringen, weil das doch ein Punkt ist, der auch zu Irritationen führt. Unabhängig davon, ob das jetzt von diesem Beamten als Vorwand genommen worden ist oder ob es das politisch ausgeschlachtet wird. Ich wollte ein bisschen nachspüren, ob das bei Ihnen auch sozusagen, gerade auch vor dem Hintergrund dessen der jetzigen außenpolitischen internationalen Situation, weil ich glaube, in einem Jahr wird das wahrscheinlich nicht so das Thema sein, hoffen wir zumindest, war das natürlich ein Punkt, der da ein bisschen was hervorgerufen hat, oder? Und grundsätzlich war ja auch das Mitbringen von Staatsfahnen und Parteifahnen in der Verordnung der Richtlinien des Camps untersagt. Also das war ja mit uns angesprochen so gewollt. Gut, wolltest du noch gerne kurz eine Schlussrunde am Podium machen, damit das nicht so stehen bleibt? Das geht. Wir haben den Bericht hier präsentiert bekommen, da sind sehr viele Empfehlungen drin, und ich würde jetzt gern jeden hier im Podium bitten, dass er uns sagt, welche dieser Empfehlungen ihm oder ihr besonders am Herzen liegen und warum, und wie er oder sie dazu beitragen wird, das umzusetzen. Also welche dieser Empfehlungen sind denn wichtig? Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, 13 Empfehlungen drinnen, und mir sind alle 13 Empfehlungen wichtig. Ich kann keine Reihung machen, ich kann nur sagen, überall dort, wo ich die Möglichkeit habe, direkt mitzumachen, weil etwa dem KZ die Denkstätte Mauthausen eingeführt ist, oder wo es um Kriegsgräberfürsorge oder dergleichen geht, überall wo es in meinem Kompetenzbereich ist, werde ich versuchen, das voranzutreiben und wirklich für Ergebnisse zu sorgen. Ich stehe für die Wissenschaft, und ich habe schon angekündigt, dass wir ein Folgeprojekt machen, und ich übernehme gerne Polizeiarbeit. Ich tue sie gerne, wirklich. Ja, ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ja? Zu verschiedenen Punkten und wie wir dazu beitragen können, auch das Museum bin ich ja bereits im Laufe der Diskussion eingegangen. Am Ende steht für das Museum natürlich die Absicherung und weitere der Ausbau der Bildungsmöglichkeiten am Perschmannhof, Finanzierung des Museums und weitere Erhaltung dieses Ortes auch als Lernort als Priorität da. Drugače bi se pa sam rad še zahvalil sem vam za vso podporo, ki smo jo dobili s strani muzeja, kar se je to zgodilo tudi s strani Slovenije, ki mislim, da tudi brez pritiska narodne skupnosti, brez pritiska Slovenije tega poročila ne bi bilo. Tako da smo vam tu zelo hvaležni te zelo široke, globoke podpore, ki ni samoumevna. Ich habe sie leider nicht im Kopf jetzt, aber natürlich war für mich das schon sehr wichtig, dass die Gedenkstätte selber und die Leute, die dort aktiv sind und sehr viel Zeit dort verbringen und viel in Bildungsarbeit, also ehrenamtliche Zeit stecken, dass sie selber bestimmen können, wie sie gedenken, wie sie den Ort führen. Ja. Genau. Und wir haben, glaube ich, als junge Personen eher politischere Formen auch noch anbei, ja, dass junge Leute nicht abgeschreckt sind, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren und so weiter. Und das ist natürlich nicht enthalten, aber genau, ich würde alle unterstützen.
Abschließend, Sie kennen die Forderung, also die Empfehlungen alle ganz genau. Unseren Vorsitzenden, nein, mir sind alle Empfehlungen eigentlich sehr wichtig und das ist positiv jetzt abschließe. Das, was mich wirklich sehr berührt hat und was ich von der österreichischen Bundespolitik eigentlich so noch bis zu diesem Tag nie kennengelernt habe, dass an diesem Sonntag der Vizekanzler aus seinem Urlaub irgendwo auf dieser Welt um 21:30 Uhr mich persönlich anruft und sagt, er garantiert mich, er wird das zur Sprache bringen, also sowas darf nicht geschehen. Netto, der ehemalige Parlamentspräsident Sobotka, der am nächsten Tag angerufen hat und mir gesagt hat, er hat mit dem Innenminister gesprochen und das wurde mir dann bei Gesprächen persönlich mit dem Innenminister, auch von Innenminister dreimal bestätigt. Also da gibt es kein Blatt dazwischen, das wird aufgeklärt und wir sollen ihm vertrauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben vielleicht in den Innenminister dieses Vertrauen nicht gehabt. Ich muss ganz ernst die Kommission arbeiten lassen, war aber immer nachhaltig dahinter, dass diese Arbeit geschieht und dass wir da zu ganz klaren Fakten und letztendlich auch Empfehlungen kommen. Deswegen glaube ich auch und bin davon überzeugt, dass er auch die Empfehlungen, die die Polizei direkt betrifft, umsetzen wird. Und das Dritte muss ich auch sagen, von Van der Bellen, also vom Bundespräsidenten bis zum Bundeskanzler, haben sich auch am Montag alle sofort gemeldet. Und das gibt mir Hoffnung, wenn es diese demokratische Breite, Entschuldigung, die Neos darf ich nicht vergessen, auch die Außenministerin, na wirklich, das gibt mir wirklich Zuversicht, Hoffnung und Mut, dass man diese demokratische Breite jetzt auf Bundesebene hat und dass man diese Empfehlungen, so wie von uns beiden gewünscht, tatsächlich nicht in 10 Jahren, sondern zügig umsetzen wird. Und wenn ich damit abschließen darf, hoffentlich, wenn schon nicht zum 70. Jahrestag des Staatsvertrages, dann zum 50. Jahrestag des Volksgruppengesetzes endlich ein modernes, novelliertes Volksgruppengesetz, wo man großzügig alles regeln wird, um die Sprachen zu erhalten. Man sieht es selten, dass es über 2 Stunden so eine Spannung da ist und so ein Interesse. Also man sieht, das war eine sehr wichtige und gute Diskussion. Dankeschön, Abend.